So, herzlich willkommen zu GeoGuessr Nummer 3. Ich habe hoffentlich alles richtig eingestellt heute und es funktioniert alles gut. Und wir spielen heute die Map, European Union. Vergrößere das Spielfeld mal. Wir sehen, ich habe das auch schon mal gespielt, habe rund 20.000 Punkte erreicht. Ich hoffe, das mal wird es besser. Viel Spaß. So, als erstes sind wir, nach was sieht das aus? Das Steuerrad ist rechts. Das heisst, es könnte sehr gut sein, dass es UK ist. Es sieht nämlich auch schon britisch aus. Gehen wir da runter und schauen, ob wir vielleicht ein Schild finden, das uns hilft. Crescent Rise, das ist UK, so wie es aussieht, ja. Da haben wir auch den Briefkasten. In welche Richtung gehen wir? Ah, da vorne hat es ein Schild. Hoppla, das ist noch zu weit. Nochmal eins zurück. Ich hoffe, da finden wir etwas. Bedford A6. Gehen wir doch mal schauen, ob wir gerade die A6 finden. Oh, könnte schwieriger sein. Da ist A5. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie in England die Strassen funktionieren. Da macht es gerade noch nicht einfach. A3, A4, A5, A1, A2. Shit. Ja, ich will eigentlich nicht zu viel Zeit verblödeln mit einfach hier drauf schauen. Obwohl wir es wahrscheinlich irgendwann würden finden. Aber ich glaube, wir gehen jetzt einfach mal schauen, ob wir sonst etwas finden, was uns hilft. Gut. Also A6, da ist A505. Vielleicht finden wir die ja. Das sieht schlecht aus. Ah, da ist A6. Wir haben A6 gefunden. Und dann waren wir an Bedford. A6. Da ist Bedford. Gut. Jetzt haben wir schon mal das. Und dann sind wir anscheinend an der Kreuzung zu der A505. Wenn wir noch die finden, da sind wir schon zu tief in London, habe ich das Gefühl. A6, wo ist der A505? A6. Sind wir so weit? Nein, es kann nicht sein, dass es schon hier in der Nähe von Bedford sein eigentlich, oder? Das würde schon am meisten Sinn machen. Noch wo ist die Frage? Richtig Bedford auf der A6. Gehen wir schauen mal weiter. Da scheint es nicht weiter zu gehen. Vielleicht finden wir da irgendetwas. Flea Market. Asda. Mal schauen. Church Street steht da. Ah, wir sind in Luton. Also tatsächlich ein bisschen weiter da unten. Aber wo ist der Da ist der A505. Die kreuzt sich ja gar nicht. Man, da ist Luton Airport. Ich habe vorhin nämlich irgendwo ein Dings gesehen. Dann gehen wir mal zurück zum Start. Ich habe nämlich da auf dem Schild, wo wir vorher gesehen sind. Oh shit, da sind wir da. Und ich sehe Drop-Off. Das ist geradeaus. Dort müsste eigentlich sicher auch noch jemand stehen, was das für ein Bahnhof ist. Weil da sind wir Züge. Dann sind wir da schon ein bisschen näher. Dann können wir da irgendwo. Das ist Luton. Dort müssen wir. Das ist Luton. Da sind wir auf der A6. Jetzt ist die Frage, wo sind wir durch? Scheiße, wie hat die Straße geheißen? Ah, da ist der A505 doch. Man. Das Gefühl, wir sind relativ nah. Gehen wir zurück zum Start. So, dann kommen wir hier runter. Hier ist das Zuggleis. Wir schauen nach Süden. Das heisst, wir kommen hier noch mit runter. Kommen wir hier auf der, wie heisst die Straße? Crescent Rise. Es sieht irgendwie sau verloren aus. Ah, da Crescent Rise. Da oben sind wir, jetzt stellt sich noch die Frage, wo wir etwa sind. Return to Start. Da hat es eine Strasse. Das ist... No, sind wir gerade da? Kann das sein? Wie weit geht es da noch rauf? Private Property. Gar nicht mehr. Oder doch? Oh man. Ich behaupte, wir sind da. 40 Meter, juhu. 5000 Punkte. Gut. Das war Nummer 1 abgehökelt. Dann... Wo sind wir da? Pharmacia. Das sagt noch nicht so viel über das Land aus. Settore. Ah, doch, das müsste Italien sein. Via Bellini, ja, das ist Italien. Nur wo in Italien sind wir? Das kann natürlich auch San Marino sein. Der Vatikan ist es eher nicht. Porta di Santa Maria. Keine Ahnung, wo das könnte sein. Da haben wir eine Busstation. Aber da steht nicht, in welcher Stadt wir sind. Ich habe gehofft, wir können irgendjemand vielleicht... etwas erkennen, wo man, also irgendeine grosse Kirche oder so. Leonardo da Vinci. Sind wir in Florenz? Ist das Florenz? Nein, oder? Wir werden das herausfinden. Ich weiss jetzt halt gerade noch nicht, ob wir in die Stadt, in die Stadt reinfahren oder aus der Stadt raus. Das kann ich momentan noch nicht sagen. Haben wir jetzt umgedreht? Ja, wir haben jetzt umgedreht. Ich würde eigentlich hier gerne noch weiterfahren. Jetzt lasst uns. So, okay, da ist fertig. Willst du mir nicht sagen, du bist da durchgefahren, oder? Doch. Porta di San Nicola. Aber wo sind wir? Da scheint es Altstadt zu sein. Senza Unico. Keine Ahnung, was das heisst.
Ja, irgendwo in einem Ministrösli in Italien. Finden wir das echt. Boah, immer noch kein Tipp auf die Stadt, leider. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in Italien sind. Was steht da? Leider nicht hier auf die Stadt schließen lässt. Ah, da jetzt Touristen in Città di Martina Franca. Puh, Alter. Nur zum Schauen, ob es nicht doch da ist. Sieht nicht so aus. Città di Martina Franca. Das habe ich sicher auch richtig ausgesprochen. Wo sind wir echt? Suchen weiter. Gibt es irgendetwas, was wir erkennen? Erkennen wir das? Nein, aber nochmal eine Kirche. Also wir werden in irgendeiner Stadt sein, die historische Bedeutung hat, sonst wären da nicht so viele Kirchen. Was steht auf dieser Flagge drauf? Nicht wirklich etwas, was wir lesen können. Ja, wenn man wüsste, wo das ist. Es gibt auch keine... Ich habe noch nichts gesehen für irgendeinen Fußballclub, der uns wenigstens sagen können, in welcher Region wir sind, weil sie den Verein unterstützen. Das ist nämlich auch immer etwas Gutes in europäischen Städten. Man kann damit arbeiten. Also Italien ziemlich sicher. Ich war jetzt schwer überrascht, wenn das etwas anderes war. Jetzt wieder so ein grosses Gebäude. Comune di Martina. Oh je, könnte noch ewig gehen. Also da gehen wir in die Altstadt rein. Jetzt sind wir wieder außerhalb von der Altstadt. Wir suchen immer noch nach irgendeinem Hinweis. Irgendwie ist es doch einfacher, sonst in so italienische Touristenstädte. Oder ist es echt gar keine Touristenstadt? Das sollte doch irgendwo stehen, in welcher Stadt wir sind. Oder habe ich es einfach schon dreimal gelesen und ich erkenne einfach die Stadt nicht. Via Trieste. Trieste ist eine Stadt, aber ich glaube nicht, dass man... da geht es nach Bari. Und ich weiss, dass Bari da unten ist. Und was ist das andere? Taranto. Da. Das heisst, wir sind da dazwischen. Ist das Martina? Wenn wir da irgendetwas finden, was mit dem zu tun hat. Da, Centro Storico di Martina Franca. Wir sind hier in Martina Franca. Return to Start. Oh Gott. Also wir schauen momentan ziemlich genau. So, sind wir echt stehen? Wahrscheinlich nicht, Da hat es keinen Kreisel. Also wir sind hier entlang gegangen, Richtung Norden. Also wir da vorne durch La Porta di San Pietro. Dafür sind wir jetzt schon zu weit. Naja, da sind wir da weiterführen. Und weiter. Und noch weiter. Den Dude haben wir vorher auch gesehen, da am Büschen. Wir fahren immer noch, eigentlich mehr Richtung Westen als Richtung Norden. Und jetzt auf welcher Seite ist die Altstadt gesehen? Ich habe das Gefühl, sie ist hier auf dieser Seite gesehen. Wir sind hier alles entlang, oder? Immer noch Westen, genau. Dann kommt hier die Kirche, die erste. Welche ist das? Casa della Madre del Bambino. Puh. Jetzt sind wir im Norden, oder? Wenn die Altstadt links ist von uns, oder? Boah. Da ist der Leonardo da Vinci, der vorher angeschrieben war. Wahrscheinlich. Jetzt trainieren die Kirche. Die macht stehen gerade. Sind wir jetzt auf Vincenzo Bellini. Sehen wir das irgendjemand? Da ist nochmal Villa Carmine. Sehen wir die noch? Das ist schwer. Wir sind so nach und ich würde mich nerven, wenn wir jetzt aufgeben. Ich würde gerne den Strassennamen wissen, wo wir gerade fahren. Ist das möglich, dass wir das herausfinden? Via Pergolesi, aber ist es... da ist Porta di Santa Maria. Da ist Santo Stefano. Das heisst, wir suchen nach denen da, nach diesen Türkisen. Das ist natürlich die Frage, ob die Porta di Santa Maria als eine gezählt wird oder nicht. Also die Häuser gehen eigentlich nicht über die Straße. Entweder ist das da alles verrutscht. Ich weiss es ehrlich gesagt nicht. Oder die Straße gehen wirklich unter den Dings durch. Villa Carmina. Da, doch, wir sind da. Wir sind da, ziemlich sicher. Jawohl, 15 Meter. Bam. Nur 20 Minuten braucht für die ersten 2. Das kann ja heiter werden. So, gut, Steuerrad links. Wir sind schon mal nicht in England, das ist gut zu wissen. Das sieht jetzt nach grosser Straße aus, das hilft schon mal. Aber nichts ist angeschrieben, kein einziges Schild. Dann wir trotzdem mal da durchfahren. Und wir fahren Richtung Osten. Auf einer doppelten Straße. Giorgio. Okay, das ist Kyrillisch. Das macht das Ganze natürlich überhaupt nicht einfacher. Frick. Hey, ich habe keine Ahnung, da ich kein Kyrillisch lesen kann. Weiss ich nicht, wie fest das Sinn macht, da mega lang zu suchen. Also Kyrillisch könnte heissen, wir sind in Serbien. Kyrillisch könnte heissen, das können wir da auf der Map nachschauen. Oder weil ich glaube, die schreiben jetzt an, wenn es Kyrillisch ist. Wir könnten in Bulgarien sein, wir könnten in der Ukraine sein, wir könnten in Weißrussland sein. Oder natürlich,
Das ist European Union. Wait a minute. Ist Serbien in der EU? Ich glaube es nicht, aber ich weiß es nicht. Ist Bulgarien in der EU? Also wir suchen eine Landesflagge. Das könnte uns sehr helfen. Wir sind in Griechenland. Tatsächlich. Okay, hätte ich nicht gedacht. Also gut, Griechenland. Jetzt stellt sich die Frage, sieht es nach Inseln aus? Nicht wirklich. Aber wir könnten natürlich auch einfach irgendwo im Landesinneren sein. Aber wir werden wahrscheinlich irgendwo in einem Kaff sein. Wobei die ich bis jetzt gesehen habe, die sind auch nicht so im Kaff gewesen. Avia. Wieso fährt er da hinten? Jetzt habe ich etwas Interessantes gesehen. Und da fahren wir einfach gerade im Kreis. Also da hinten hat es Berge. Das heisst, wenn wir noch am Meer sind, müsste es in die Richtung sein. Wir schauen mal, sind wir jetzt wirklich im Kreis? Haben wir da angefangen? Nein, oder? So, wir schauen mal, ob wir das Meer finden. Dann können wir es immerhin schon mal ein bisschen eingrenzen. Okay, da lasst uns nicht durch. Also wir sind in Griechenland, aber keine Ahnung wo in Griechenland. Jetzt fahren wir wieder gegen die Berge. Ich will eigentlich von den Bergen weg. Und irgendwie sieht da auch alles gleich aus. Das soll nicht gemein tönen. Das ist einfach meine Wahrnehmung. Kann man hier durchfahren? Wieso fährt der Google-Auto hier durch? Frage ich mich einfach immer. Bei solchen Situationen. Komm, ich will es mehr finden, wenn das möglich ist. Der hat aber ein schönes Spazierfahrtchen gemacht. Oder sind das Olivenbäume? Ich glaube, das sind Olivenbäume. Gut, wir gehen auf. Wir sehen, ich kann nochmal schnell zurück zum Start. Wir sehen im Süden, was ist das? Südosten sehen wir Berge. Also in die Richtung. Das sieht irgendwie nicht so aus, als würden wir da etwas finden. Ich gehe mal für die Donau jetzt. Mal schauen. 4000 Punkte. Okay, mehr als ich gedacht habe. Wir sind in Kalamata gewesen. Und es war am Meer gewesen. Wieso auch immer ich es nicht gefunden habe. Aber jetzt im Südosten haben wir Berge. Das heisst, wir haben hier auf die Berge geschaut. Man. Gut, da sind wir in Spanien. So wie es aussieht. Ist das Katalan? Oder Katalan, tatsächlich. Der Tarragona, wir sind in Tarragona, so wie es aussieht. Das ist da. Und irgendwie sieht das nicht so groß aus. Da habe ich gerade ein bisschen Hoffnung, dass wir es finden. Wie heisst die Schule? St. Peri, St. Pau. Wir sind Schulen aus da. Sind Schulen überhaupt eingetragen? Und wir sind auch hier auf so einer doppelspurigen Straße. Und da hat es einen Kreisel. Es könnte da sein, oder? Puh. Es könnte wirklich da sein, hä? Entweder da. Also, schauen wir mal. Na, das ist aber praktisch. Ist das. Na, wir sind da oben. Wir sind da. Wie heisst die Straße? Die kein Name. Also, das stimmt mit dem Überein, hä? Ja, und wir sind da. Das ist da, oder? Ja, gut. Nochmal zurück zum Start. Wo haben wir die Map gefunden? Da unten. Ja, das heisst, wir sind ein bisschen weiter weg vom Kreisel. Das heisst, wir werden etwa da sein, ja. Gut, 20 Meter. Das sieht doch schon mal gar nicht schlecht aus. Gut. Dann nächste Runde. Ich sehe hier schon etwas Interessantes. Aarhus, Odense, das Schweden oder nicht? Oder ist es Dänemark? Nein, da Dänemark. Odense, Aarhus. Auf der E20 kommt man nach Odense. Das ist da. Das stimmt schon mal. Dann auf der E45 kommt man nach Aarhus. Das ist da. Und Flensburg. Ist es da hinten dran, oder was? Also Flensburg ist doch... Da ist Flensburg, oder? Ja, genau. Drum... Muss ich gerade schnell überlegen. Esbjerg ist auch drauf. Wo ist Esbjerg? Also, warte schon. Das steht da vorne auf dem Schild. Also, wir sind auf einem Kreisel. Auf der einen Seite geht es nach Odense und Aarhus. So. Geradeaus geht es nach Flensburg und nach Esbjerg. Das heisst, wir müssen irgendwo da sein. Habe ich das Gefühl. Da steht noch V3 und V4, aber keine Ahnung, was das ist. Kommen wir da auf die andere Strassenseite? Wir kommen auf die andere Strassenseite. Gut, und wir fahren Richtung Westen. Aber Odense ist da. Sind wir da? Nein, jetzt. Eben nach Aarhus. Nein, nach Odense und Esbjerg. Bro! Sind wir außerhalb von Kopenhagen noch? Nein, aber dann wird ja alles angeschrieben sein, oder? Das verwirrt mich ein bisschen. Also, wir gehen mal. Wow. Wir folgen mal dem Kreisel. Birkendamm. Seht irgendjemand von euch Birkendamm? Ich nämlich nicht. Das ist sicher irgendwo da drauf. Ich weiss es. Also, wir sehen mal weiter. Da biegt man ab. Odense ist 70 Kilometer weg und Aarhus 100. Das wird eigentlich hier passen, oder? Das würde hier eigentlich passen. Aber wo ist der
UG-Kreisel mit 6 Ausfahrten, der direkt auf die Autobahn führt. Das muss doch irgendwo da sein. Ist es der da? Ist es der da? I believe it is. Und jetzt, was hast du angeschrieben gewesen? Also weißt du, was wir jetzt machen? Wir probieren hier durchzufahren und schauen mal die Kreuzung an. Oder? Was steht da? Esbjerg und Flensburg. Flensburg wäre in dem Fall hier runter und Esbjerg wäre geradeaus. Jawohl, hey, ich glaube, wir haben es gefunden. Wir sind ziemlich sicher, wir haben es gefunden. So, dann kommen hier 2 Spuren zusammen. Das ist hier. Jetzt fahren wir dann gerade über die Autobahn drüber. Okay, ja, ich bin mir ziemlich sicher. Wir werden etwa da sein. 26 Meter. Jawohl. Sehr gut. Ja, also, 4 Sachen haben wir gefunden auf dem Spot. Und hier in Griechenland hat mit Geduld ein bisschen verloren. Hätten wir vielleicht auch besser machen können. Aber alles in allem bin ich happy mit dem. 24.391 Punkte sind nicht schlecht. Ich weiss nicht, ob ich Griechenland je herausgefunden hätte, einfach wegen dem Fakt, dass wir erstens irgendwo im Nirgendwo gewesen sind, gefühlt, und wir irgendwie da rumgehöselt haben. Und einfach, weil ich kein Griechisch lesen kann. Das macht es natürlich nicht schwer, nicht einfacher. Vielleicht ist da irgendjemand in Kalamata gestanden, aber wenn man es nicht lesen kann, dann ist es ein bisschen doof. Gut, ja, das war's gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid inspiriert, selber ein bisschen GeoGuessr zu spielen. Ich finde, das ist ein cooles Game und man lernt viel dazu. Like und subscribe. Schreibt in den Kommentaren, was ihr gut gefunden habt, was ihr nicht so gut gefunden habt bei diesem Video. Und kommen wir das nächste Mal wieder, wenn es heisst GeoGuessr mit dem Pablo. Ciao zusammen.